Das kleine Traktorli, überall bekannt. Mit dem Paul am Steuerrad fährt's übers Land. Es ist nicht riesig, aber dafür mutig. Kleines rotes Traktorli, los geht's! Der Baby, der Böcki und der grosse Blau sind immer unterwegs. Kleines rotes Traktorli, los geht's! Seit 2 Wochen hat es keinen Tropfen geregnet. Hätte nie gedacht, dass es mal so weit kommt. Ich wünsche mir ein Gewitter und 3 Tage Regen. Sonst vertrocknet alles. Aber wir müssen die Samen einfach pflanzen. Dann stelle ich halt den Wassersprinkler an. Hoi Onkel Paul, hoi Traktörli. Wir suchen Wasser. Mit dem? Das ist eine Wünschelrute. Dabei kann man Wasseradern finden. Also, dann hoffe ich, dass er eine findet. Wir könnten Wasser brauchen. Die Mami hat erzählt, es hätte hier in der Nähe mal eine Quelle gehabt. Und die suchen wir jetzt. Das habe ich auch schon gehört. Aber ich habe gemeint, die Quelle sei in der Nähe vom Wirtshof. Also dann. Ich muss aufs grosse Feld. Ihr könnt mir dann sagen, ob ihr etwas gefunden habt. Ist gut. Ciao. Tschüss, Onkel Paul. Meine Felder sind hart wie Beton. Hoffentlich regnet es bald. Ich glaube, ihr habt Pech. Wenn es kommt, kann regnen, kribbelt es in meinen Zehen. Es hat schon lange nicht mit meinen Zehen gekribbelt. Wirklich? Also, ich hätte gern etwas Kaltes zum Trinken, wenn es geht. Ich habe genau das Richtige. Zehen, wo kribbelt. Die Landleute. Danke, Herr Pepe. Es ist teuer, aber total in. So? Das ist ja nur Wasser. Ja, aber nicht irgendeins. Es ist natürliches Mineralwasser. Auf das stehen auch meine Kunden. Ich sollte weiter. Ich muss arbeiten, sonst kann ich mir Ihres Wasser da nicht mehr leisten. Gut gemacht, Traktörli. Wir sind fast fertig. Ja, die Erde ist so hart. Hoffentlich hat es deiner Federung nichts gemacht. Nina, ich habe, glaube ich, etwas gespürt. Was denn, Uli? Sie schlägt aus, schau. Da unten muss wahrscheinlich irgendjemand Wasser sein. Das muss die alte Dorfquelle sein. Komm, da durch. Da ist es. Direkt unter unseren Füßen. Oh. Ich würde gern wissen, wieso ihr einfach über meinen wunderschönen Rasen trampelt. Wir suchen Wasser. Die Wünschelrute zeigt an, wo Wasser... Wisst ihr, was ich mache? Ich drehe den Wasserhahn auf. Nein, wir suchen die alte Dorfquelle. Es ist eine Mineralwasserquelle. Unsere Mami hat davon erzählt und wir haben sie endlich wieder gefunden. Wo? Da. Da? Blödsinn. Unsere Wünschelrute hat genau da ausgeschlagen. Das ist mir völlig... Mineralwasser? Ja, Frisches Mineralwasser? Ja. Mein eigenes Wasser, das könnte eine Möglichkeit sein, um ein Vermögen zu verdienen. Ich könnte sie Flaschen füllen und ein Baby verkaufen. Verschwindet jetzt! Aber Kein Aber gönnt! aber was ist mit der Quelle? Ich han doch gesagt, kein Aber mehr Kind. Ja, aber... Gönnt jetzt endlich. Ihr könnt neu mit anders spielen. Spielverderber. Das habe ich gehört. Komisch. Der Wassersprinkler geht nicht. Kein Wunder. Ich habe das Traktörli auf dem Schlauch parkiert. Jetzt soll es funktionieren. Gut, mein Blaue, da ist die Stelle. Also, dann fangen wir an krabben. Oh, mein schöner Rasen. Aber ich verdiene jetzt dann viel Geld mit meinem frischen Mineralwasser und dann baue ich uns einen neuen, größeren Rasen. So, ist gut, mein Blaue. Hoi zusammen. Was ist denn los? Habt ihr kein Glück gehabt beim Wassersuchen? Hol, eben haben wir gefunden, gell, Uli? Wir sind sicher, es ist Dorfquelle. Und warum schaut ihr so traurig? Also, du hast doch gesagt, dass die Quelle vermutlich in der Nähe vom Wirtshof sei. Das habe ich so gehört, ja. Sie ist unter dem Herr Wirts im Rasen. Und er hat gar keine Freude gehabt. Ihr wisst doch, wie er seinen Rasen hätschelt. Habt ihr jemand angefangen, ein Loch zu graben? Bitte sagt, dass ihr das nicht gemacht habt. Das führen wir dann nie. Wir haben ja gar keine Schaufel gehabt. Vergesst es doch. Ihr helft gescheiter mir. Ich muss das Feld wässern. Darf ich den Sprinkler
Wasser anstellen? Nein, das mache ich. Super. Komm, mein Blaue, noch ein großer Haufen und dann findet mir die Qualle. Ah, endlich! Da hat's irgendetwas. Komm, kräftig zuschlagen. Oh je. Oh je. Oh je. Ich glaube, du hast vielleicht wahrscheinlich die grosse Wasserleitung getroffen. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Die Leitung versorgt unsere ganze Nachbarschaft mit Wasser. Oh. So komisch. Der Sprinkler geht nicht mehr. Kommt, wir fahren heim. Vielleicht finden wir dort raus, was passiert ist. Voll komisch. Was ist los? Ich habe gerade den Hof geputzt und plötzlich hat das Wasser aufgehört. Schau. Hey, zeig nicht auf mich. Plötzlich fängt es wieder an zu spritzen. Weißt du was? Ich checke den Haupthalle. Das ist so komisch. Wir haben im ganzen Haus kein Wasser. Ich rufe die Wasserversorgung an. Die wissen sicher etwas. Komisch. Das war doch gerade ein Regentropfen. Es regnet nicht, die Sonne scheint ja. Ich habe aber auch einen gespürt. Moment mal. Ich höre so einen komischen Lärm. Der kommt, glaube ich, aus der Richtung vom Wirtshof. Komm, Trakteurli. Gib Gas. Was ist los? Ein kleines Problem mit der Wasserleitung. Nicht Wichtiges. Es soll gerade einer von der Wasserversorgung vorbeikommen. Ihr könnt weiterfahren. Es ist tipptopp. Genau da ist es. Da haben wir die Quelle gefunden. Und jetzt hat es ein grosses Loch. Wer hat das graben? Was für ein Loch. Das da. Das Loch? Ah, ja, sehr lustig. Ich habe also, genau so ist es gewesen. Einen neuen Baum pflanzen, oder? Und habe aus Versehen die Wasserleitung getroffen. Das ist es gewesen. Welcher Baum? Welcher Baum? Kein Baum. Oh, also gut. Ich habe die alte Dorfquelle gesucht. Aber die gehört uns. Mein Garten, meine Quelle. Wir haben sie zuerst gefunden. Ja, aber ich habe das Loch graben. Ätschi-pätschi. Nein, Moment. Das wirkliche Problem ist, dass niemand von uns Wasser hat. Und, Es hat kein Wasser. wir wissen. Der Herr Wirz hat die Leitung geschlossen. Oh, wir müssen jetzt nicht übertreiben. Der Herr vom Wasserversorgungsamt kommt gleich und dann ist in 0, nichts alles, wie es vorher war. Und wir haben wieder viel Wasser. Da hat es ein großes Loch in ihrem Rasen. Oh. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe ein frisch angepflanztes Feld und brauche Wasser. Wir müssen irgendetwas herausfinden. Kübel. Bügel? Nein, Kübel. Wenn Sie uns ein paar Kübel hätten, dann könnten wir das Wasser drin sammeln und zum Pauls im Feld bringen. Kübel! Also, das ist eine super Idee. Wir brauchen aber viel Kübel. Und viel Hänge. Hopp, Trakteurli. Es gibt etwas zu tun. Bitte sehr. Danke. Danke auch. So ist gut, bitte. Vorsichtig! Super gemacht. Der Anhänger ist voll. Du musst jetzt aber ganz säuferlich fahren, Trakteurli, dass man kein Tröpfchen Wasser ausleert. Hey, das ist doch ein Tunnel gewesen. Jetzt, wo du es sagst, meine Zehen haben einfach kribbeln. Zehen, wo kribbelt. Sie meinen, das... Da geht's denn regnen? Ich glaube, wir brauchen die Kübel nicht mehr. Was meinen ihr?